Добрый день всем. Вы думаете, что сейчас есть сериал Узип? Вы можете забыть об этом. Я ничего не делаю. Ой, гороскоп. Вы должны быть готовы к сегодняшним проблемам. Не позволяйте этому запугать вас. Откажитесь от старых шаблонов и попробуйте что-то новое. Besser. Oh. Minuten. Wer ist so ein Scheiß? Oh, fertig lustig, jetzt wird wieder umgebaut. Der erste Schritt wird das Montieren von der Lampe sein, weil dort hinten ist schon ein bisschen dunkel. Dann mal alles Zeug reinstellen und dann schauen wir mal, vielleicht gibt es noch etwas zu machen. Bergwald! Fuck, vergessen. Egal. Fangen wir mal einfach an. Das hier ist die ominöse Lampe. Man sieht ganz genau, ich habe sie vergünstigt bekommen, deswegen habe ich sie gekauft. Und ja, packen wir sie mal aus. Und schon Platzen drin gemacht. Das hier ist die Lampe. Ich muss dann wahrscheinlich noch anhängen, was super toll ist. So, ich als gelernter Stromer komme da sicher draus. Nicht so begeistert, aber in dem Fall. Die Konsole mache ich wahrscheinlich an die Decke her. Ich kann es mal versuchen. Also die Wand bekomme ich sie sicher. Wegen dem Anschliessen müssen wir schauen, weil eigentlich habe ich kein einziges Kabel hier. Lastwagen! Also, Deckenmontage kannst du vergessen, weil das hier ist eine Gipsdecke und unten dran hat es Steindecke. Und deswegen schaue ich jetzt einfach an die Wand und schaue, was passiert. Weil es liegt ja nicht viel Gewicht an der Lampe. Und ich meine, es ist eine Lampe, die bewegt keiner mehr. Also, zum nächsten Versuch.
Kaum haben wir für das eine Problem eine Lösung, taucht schon das nächste Problem auf. Ich brauche ein 2-Litzen-Kabel. Das ist ein 2-Adrungskabel. Aber ich habe keins. Aber ich habe etwas gefunden, nämlich ein 2-poliges Verlängerungskabel, das ich verschneiden und Kabel dort dann anhängen kann. Weil, ehrlich gesagt, wer braucht schon ein 2-poliges Verlängerungskabel? Das Problem ist, ich weiss nicht, wo ich meinen Kabelschneider habe. Deswegen lösen wir das auf die Luzi-Art. So, dann kann es jetzt etwa so aussehen. Dann einmal abisolieren, zweimal abisolieren, ja, ein bisschen mehr. Dann schön verzwirbeln. Blau kommt zu blau. Bevor ich das mache, es hat extra so einen Schutz dran gehabt. So ein Gümmeli. Ja, das. Rein tun. So, die Lampe ist dran. Jetzt machen wir mal den Funktionstest. Ich hoffe, dass nicht in Flammen aufgeht. Licht aus, Licht an. Ja, muss sagen, stellst du ab, Dummes. Hä? Wieso? Ich glaube, ich muss noch mal kurz die Anleitung durchlesen. So, ich will kurz das Problem erläutern, das ich hatte. Nämlich, wenn man hier auf der Anleitung schaut, hat es so einen Zeitschalter drin und laut dieser Anleitung kann man nicht machen, dass es nicht von alleine ausschaltet. Das ist das Ding da. Weißt du, was das ist? Scheissdreck. Ich habe es jetzt einfach mal ausgebaut und umgehängt und jetzt sollte er eigentlich unendlich lang leuchten. Theoretisch. Versuchen wir es mal. Jetzt Funktionstest Nummer 2. Ha! Es funktioniert. Super. Die Beleuchtung ist zwar nicht ganz ideal, aber es langt für den Moment, bis dann meine LED-Strahler ankommen, die ich dann an der Decke noch montieren werde. Frage mich nicht wie. Aber das sehen wir dann. Jetzt kann ich endlich mal den Raum einrichten. So. Jetzt sind 1-2 Tage vergangen, wo ich nichts machen konnte da drinnen. Also man sieht, ich habe ein bisschen eingeräumt mit einem Kollegen zusammen. Shoutout zu Miga. ich habe gemerkt, dass die Lampe an sich eigentlich schon recht gut ist, aber von der Ecke da hinten ist mir ein bisschen dunkler. Deswegen habe ich noch 2 LED-Strahler gepostet, um an die Wand montieren, um ein bisschen indirektes Licht zu geben. Ja. Die montiere ich jetzt. Dann mache ich mal ein bisschen das Kabelmanagement, weil momentan ist es irgendwie nicht vorhanden. Zuerst muss ich mal ausprobieren, wo ich die am besten hinbekomme. Und ja, wir sehen das später, wenn wir sie montieren. Also die Lampen sind jetzt montiert, aber bevor ich das Kabelmanagement machen will und Kabel schön verlegen, will ich gerne noch ein paar Funktionen zeigen von diesen LED-Strahlern. Das sind nicht nur noch ganz normale LED-Strahler, sondern es sind solche, die man umstellen kann. Ich habe verschiedene Modi. Einerseits Rave Party.
smooth Lichtübergang. Oh Jack, zeichne mich wie die französischen Girlies. Natürlich kann man sie auch auf einzelne Farben einstellen, wie zum Beispiel Blau, ein bisschen helleres Blau, Violett, ein bisschen anderes Violett, Pink, Grün, Türkis, Hellblau, ein bisschen anderes Hellblau, ein bisschen dunkleres Hellblau, Gelb, Orange, ein bisschen dunkleres Orange, ein bisschen noch dunkleres Orange und schlussendlich noch Rot. Das hat sich jetzt sehr komisch angefühlt. Okay, ich werde es nicht mehr auf Rot umschalten. Ja gut, jetzt machen wir mal das Kabelmanagement und dann schauen wir weiter. Wieso vergesse ich das die ganze Zeit? Ah! So, das Kabelmanagement ist gemacht. Der nächste Schritt wäre dann die ganzen Tablar etc. einräumen. Aber das mache ich dann off-cam, weil das wird keine Sau sehen. Weil das ist mega aufwendig und mega langweilig. Deswegen beende ich jetzt die Episode. Danke vielmals fürs Zuschauen und sind gespannt auf eine neue Folge von Luzi bastelt. Bis ein anderes Mal.